Und somit Chris zurück zu Mass Effect. Wir sind nun im nächsten System unterwegs. Wir machen jetzt eine kleine Reise durch die Systeme. Kann ich nochmal sagen, was ich gemeint habe das letzte Mal? Kepler-Rand-Sektor, wir sind jetzt hier auf der Milchstraße. Das letzte Mal haben wir uns ja da in Hawking Ether mit diesen Kultisten und dem Trash-Schlund herumgeplagt. Nun sind wir herüben im Kepler-Rand-Sektor, wie du siehst. Ein bisschen was haben wir noch. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir es weit sind. Wir werden jetzt die Reise fortsetzen. Kepler-Rand-Sektor, Armstrong-Nebel, Pharos machen wir zum Schluss, beziehungsweise das wird dann so ein bisschen gehen in die Richtung zuerst Liara, Pharos, Asteroid und dann Noveria. Genau, das werden wir jetzt in den nächsten Episoden machen. Kepler-Rand-Sektor wieder zurück. Schauen wir mal, gibt es da irgendwas? Nö. Sehr gut. So, schauen wir mal. Was gibt's auf Sesmose? Sesmose ist ein Eiszwerg, dessen Oberfläche fast vollständig aus gefrorenem Wasser besteht. Normalerweise würde sich ein derartiger Kleinplanet nicht für einen Eintrag auf der Systemkarte klassifizieren, aber Sesmoses ungewöhnlich großer und schöner Eiskristallring hat ihn zu einem beliebten Motiv bildender Künstler gemacht. Der Ring ist das Ergebnis eines äquatorialen Einschlags, der einen großen Graben hinterlassen und eine enorme Menge geschmolzenen Wassers in die Atmosphäre geschleudert hat. Die Ringe stellen ein temporäres Phänomen dar, das in ein paar tausend Jahren vollständig verschwunden sein wird. Unten kannst du alles durchlesen und bei minus 188 Grad würde mir auch der Arsch auf Grundeis liegen. Weiter. Clan Jo. Oh Gott. Clan ist ein Fels- und Eisplanet mit einer Atmosphäre aus Chlor und Argon. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit Vorkommen an Eisen. Clan schuldet seinen Bekanntheitsgrad dem exzentrischen Volus-Milliardär Common Scholl, der Anspruch auf den Planeten erhebt. Er behauptet, ihm sei in einer Vision von einem höheren Wesen der Auftrag erteilt worden, auf Glencore nach den verlorenen Grüften der Lichtwesen zu suchen. Diese Wesen seien angeblich zu Anbeginn der Zeit geschaffen worden, um das organische Leben vor synthetischen Maschinenteufel zu schützen. Zwei Jahrzehnte lang hat Scholl an der toxischen Oberfläche Glencores, lesen ist auch schon wieder schwer, unter großen Kosten Ausgrabungen unternommen. Keine der Regierungen hat dieser Welt genug Bedeutung beigemessen, um seine kleine Söldnerarmee zu vertreiben. Das ist kurz, wenn die Daten da unten interessieren. Erkunden. Beim Scannen des Planeten Glencore haben sie das Cockpit eines Volus-Handelsschiffs gefunden. Der Rest des Schiffes konnte nicht geortet werden, aber das Bergungsteam fand in dem Wrackstück eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Na bitte, jetzt haben wir wieder was gelernt fürs Leben. Ontarom. Oh, da können wir glatt landen. Oh Gott. Entschuldigung. Bin ja das gar nicht mehr gewöhnt, so viel zum Lesen. Obgleich Ontaroms Oberfläche unangenehm heiß ist, machen seine Sauerstoffatmosphäre und seine vielen seichten Meere ihn zu einem idealen Kandidaten für die Kolonisierung durch die meisten bekannten Völker. Nach der Vereinigung des Systems ist leider allmählich der Mond tonals instabil geworden. Durch seine Nähe setzt eine Schwerkraftkoppelung ein und bei seinen Kreuzungen durch das Magnetfeld Ontaroms werden zunehmend kräftige Gewitterstürme verursacht. Einige haben den Einsatz von Masseneffektantrieben angeregt, um den Mond leichter zu machen und seinen Orbit zu korrigieren. Aber angesichts des Ausmaßes eines solchen Projekts Zehntausende dieser Antriebe, die so viel kosten, dass es die Regierungen sämtlicher Zitadellvölker in den finanziellen Ruin treiben würden, erweist sich diese Idee als Hirngespinst. In einer viele Völker umfassenden Aktion bemüht man sich, die einzigartige genetische Vielfalt Ontaroms pulsierender junger Biosphäre
zu katalogisieren und zu bewahren. Die Allianz wird bei diesem Unterfangen von ExoGeni und Heyuan Genomics vertreten. Ja. Blende ich das kurz ein, wenn dich das interessiert. Wir landen nun mal. Wen nehmen wir denn mit? Wir nehmen mit die Tali und den Kaidan. Hui! Also einen dreschigen Schlund finden wir oder sehen wir heute glaube ich nicht. Ja, Wauzi. Da ist ja grün. Schau. Hui! Squad. Ah ja, da müssen wir auch noch Punkte vergeben. Siehst? Werfen, Barriere, Dechiffrierung, dann da, bisschen in Medizin. Und die Tali, dafür geben wir noch 2 Punkte hinzu. Verbessert Tech-Schutz, verbessert Schildkapazität um 150. Optimittel, Brigitte. Ja, passt. Da sind wir auch fertig. Dann müssen wir da speichern auf die Schnelle und dann geht's schon wieder weiter. Jetzt will ich aber mal auf die Karten schauen und zwar, ich glaube auf der Karten. Da. Gibt es 2 Stellen? 3. Wir müssen zur Anomalie. Und wenn ich mich nicht irre, ist die hier. Ah, schau, hier ist ein Graben, da werden wir uns durchnagen. So, dann. Na holla die Jö. Na holla die Jö. Der Shepard, der sitzt am Klö. Ja, ja. Holla die Jo. Shepard saß am Bahnhofsklo. Aha. Das sind sicher Kreaturen aus No Man's Sky. Kann man da? Nö, kann man nicht. Mein zwei, wieso war jetzt auf ein Jetpack? Naja. Artefakt bergen. Turianische Insignien gefunden. Es lässt sich nicht mehr herausfinden, was mit diesem Turianer geschehen ist. Er hat ein altes Papierbuch bei sich, auf dessen Umschlag sich die Insignien des Bostra-Außenposten befanden. Na gut, die Anomalie haben wir. Mei süß, die schauen eher aus wie Zecken. Na gut. Wenn Zecken in heimischen Gefilden gleich langweilig wären, dann war es ja lustig anders. So, wir zurück auf die Karte. Wir müssen als nächstes diese Trümmer da durchsuchen. Ah, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil jetzt wenig in Elektronik interveniert habe, investiert habe. So. Du. Oh, da blitzt und donnert's. Sag mal, so weit kann das nicht weg sein, oder doch? Ah ja, das ist schon ein schönes so Eckerle. So, hier hinauf.
Na komm, 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 komm. Ah, da ist was. So. Ah, da. Wertigkeit zu gering. Warte mal, wie geht denn das? Wie kann man denn? Warte mal kurz. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Grafik, Kalibrierung, Steuerung. Das muss ja irgendwie gehen. Kalibrierung, das ist die Helligkeit. Schimmelplay, ah ja. Squad-Fähigkeiten, Nutzung, alle. Mhm. 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 Ja, keine Ahnung. Wurscht. Mir hat das da mit den ganzen Trümmer eigentlich noch nie was braucht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du einen Tipp hast, wie das funktioniert, du weißt, wo du das hinschreiben kannst. Und das ohne Gewehr natürlich, gell? Nicht das Gewehr mit zum Schießen, sondern die Gewehr mit was Knete angeht. Au! Hä? Ach so, ja, hab schon gesagt. Ich flicke sie wieder zusammen. Ah! Was war denn das jetzt? Schweindeln. Jetzt können wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Mm. Das ist jetzt aber nicht dein Scheiß Ernst, oder? Weißt du was? Da haben wir nur das Insignia gefunden. Untergrundeinrichtung. Wir fahren da gleich direkt her. Na, so ein schöner Schmonzes, ehrlich. Wo ist denn der Schmarrn jetzt da? Das kotzt mich gerade an. Da kommst du wirklich vor wie der Blaubarschbube. Naja, was soll's. Also merke, speichern, speichern, speichern. Mhm. Speichern. So. Ah ja. Jetzt haben wir da zweites Mal mit dem Drum unterwegs. Ich bin ja noch froh. Ich glaube im zweiten und im dritten Teil haben sie auf den Maß, keine Ahnung, auf den Mac, ja glaube ich, verzichtet.
Und ich sage mal, die wirklich interessanten Dinge passieren, glaube ich, auf dem Planeten eh nicht, was ich mir entsinne. Ich finde es halt nur immer wieder interessant, wie schnell dass die Burschen doch sind, indem sie uns entdecken. Umgruppieren. Oh oh. Fahre sie runter. Overkill? Tali! Brauchen wir nochmal die Pistole, vielleicht ist die besser. Bei beiden! So. Da sind noch zwei. Störer online. Was? Wer ist offline? Haben die Schilde verloren. Danke. Aha. Das war das letzte Gestöhne. Dann betreten wir dieses Gebäude mal. Keine Ahnung, was dort auf uns zukommt. Dankeschön. Hm. Oh. So. Ah. Sind das da Biotika? Kann das sein? Ja. Chaos. Haben die Schilde verloren. Ja, ja. Leck mich doch am Arsch. Ich bin ein Trauter zu...
Ja, was soll er da über Intelligenz noch sagen, ha? Da gibt's nicht mehr viel zum Sagen. So, da bin ich wieder. Wir sind zurück hier. Ich hab uns da die Gegner vor der Tür beseitigen lassen. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Stufe erhalten und diese werden wir gleich sinnvoll natürlich einsetzen. Kampfpanzerung und Soldat einmal für Shepard. Da werden wir dann später weitermachen und da müssen wir dann auch noch weitermachen, wie du siehst. Da werden wir uns dann dem hingeben. Da haben wir auch noch genug. Ja, zum Leveln, wie du siehst, haben wir noch genug. Also von dem her, wenn wir das schon machen, irgendwie Barriere und Werfen, glaube ich, ist relativ sinnvoll. Und bei der Tali machen wir... Genau. Ich glaube, das ist so ziemlich das Sinnvollste. Ausrüstung. Edge 2. Was ist da? Eine Pistole. Okay. Warte mal. Alles nehmen. Jetzt schauen wir mal schnell. Hurricane 3. 137. Oh. Achso, das ist eine Schrotflinte. Weil dann nehmen wir... Na, möchten Sie auf das... Was? Ja. Sehr gut. Das verwandeln wir in Universalgel. Dann haben wir da eine neue Pistole. Edge 2. Präzisionseinstufung. Ausrüsten. Yep. Und die können wir zerstören, glaube ich. Ja. Da brauchen wir Universalgel. Nehmen wir gerne und sofort und viel. Darum spüle ich es heute noch mit Persil. Sehr gut. Speichern. Kenny. Scheiß da 20 Minuten dumm ist. Naja. Medigale, was ist da? Oh. Munitionsupgrade. Fehlerhaftes Objekt. Oh. Kurzlang-Blick. Das müssen wir uns jetzt genau anschauen. Ausrüstung. Blub blub. Flup-di-bup. Upgrades. Plus 11 Härtung, Panzerungsplatten, Schadensschutz. Gehärtete Keramikplatten können an Kampfpanzerungen montiert werden, um die Effektivität zu steigern. Plus 7% Schadensschutz, plus 11% Härtung. Ein komplexes Netzwerk von Element Zero Mikrokernen in Kombination mit einer technologisch fortgeschrittenen Firewall sorgt für einen... Naja, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich momentan das. Ja. Haben wir da noch irgendwelche Upgrades? Munitionsupgrade. Schaden gegen organische Ziele. Plus 25% Waffenwirkung. Panzerbrechend. Boah. Plus 25% Schildumgehung, minus 30% Schaden. Aha. Munitionsupgrade. Panzerbrechend. Was haben wir denn da noch? Für die Pistole haben wir noch
Einige Feinde nutzen Störtechnologien, um den Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Da weiter wir das rein. Präzisionsgewehr. Granaten. Panzerung. Ah, das haben wir schon. Okay. Was haben wir da jetzt gehabt? Bestätigen und Ende. X. Rüstungsplatten. Okay. Ja, das lassen wir dabei so. Es kann nicht viel schlimmer werden, als was eh schon war. Okay, das muss ich mir auch noch anschauen. Außerhalb von den ganzen Quagel. Die Speichername. Entschuldigung jetzt für das Chaos. Aber du siehst ja, was da auf einmal auf einen zurauscht. In Deckung. Hurricane 3, probieren wir es mal. Leck mich am Arsch. Schau, wie es da aufgeht. Kurzer Blick. Ich habe das Level da hergeben, gell? In die Pistole. Genau. Okay. Ausrüstung. Panzerung. Jetzt müssen wir was schauen. Da. Plus 1 Gesundheitsregeneration, Rüstungsupdate, wollen wir mit das üben? Jetzt überlege ich nur gerade, wie macht man das jetzt am blödesten? Blöde Idee. Steh auf, Shepard. Bevor es halt scheppert. Macht da überhaupt irgendwas Schaden? Das ist ja zum Schreien und zum Davonlaufen. Jetzt sag mal, dass ich kein Medikit mehr hab, doch. Scheiße, beide am Arsch. Drei gegen 1.
Wie du siehst, die KI hat mit dir keine Gnade. Hm. Heil dich, heil dich, heil dich, Guteste. Ja. Okay. Ah, der ist noch betäubt. Da ist noch einer, so eine Sackratte. Wo bist du? Ah. Starte manuelles Überbrücken. Shit! Dankeschön. Müssen wir uns noch einmal alles anschauen. BZW, das wir aber außerhalb von den ganzen Quagel machen. Na komm, Burli, ich hab keine Zeit. Dann machen wir das von der Seite, wenn wir da irgendwie vorbeikommen, ne? Ich glaube, den müssen wir frontal angreifen. Das werden wir dann auch gleich machen. Dachte, der wäre für mich gewesen. Ja, dann. Wenn ihr zwei euch so sicher seid, dann bitteschön. So, öffnen. Dechiffrierung zu gering. Oh, Turianer. Cool. Wenn wir mal ein bisschen was mitnehmen für unsere Begleiter, weißt? Also das kotzt mir an. Geplant war eigentlich, dass ich mehr schaffe. Aber naja. Wenn du zu blöd zum Speichern bist, dann frisst dich eben das Schicksal, gell? Ui. Hier ist zu, sagte Müllers Kuh. Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte! Er ist verrückt! Mr. Toombs, Sie sind verrückt! Sie... Halten Sie den Mund! Das ist alles gelogen, Sie! Shepard? Mein Gott, Shepard! Sind Sie das? Corporal Toombs? Aber ich habe Sie auf Akuse sterben sehen. Wie kommen Sie hierher? Sie haben mich mitgenommen, Shepard. Die Wissenschaft... Sie können das nicht beweisen! Dieser Mann hat Halluzinationen! Sie haben Tests mit den Dreschlunden durchgeführt. Sie haben dafür gesorgt, dass uns diese Dinger angriffen, um es zu studieren. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hoch erfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Was haben Sie ihnen angetan, Toombs?
Sie dürfen Tooms nicht glauben. Er kann nichts beweisen. Ich verlange einen fairen Prozess. Commander Shepard war dabei. Sie kennt die Wahrheit. Dieser Mann hat den Tod verdient, Shepard. Für Sie, für mich und für jeden anderen aus der Einheit. Sind Sie dabei? Ich kann ihn verhaften. Er wird für seine Verbrechen vor Gericht gestellt. Haben Sie mir nicht zugehört? Er war Teil einer Geheimorganisation. Ich weiß nicht, was Cerberus ist. Aber Sie werden niemals zulassen, dass das alles publik wird. Das ist der einzige Weg. Helfen Sie mir nun oder bringen Sie mich um. Tooms, es muss nicht so enden. Das ist nicht der einzige Weg. Für mich schon. Ich habe Sie gerächt, Shepard. Unsere Einheit kann endlich in Frieden ruhen. Ich kann endlich loslassen. Laut der Videos waren Sie der Einzige, der auf Akuse überlebt hat. Wer bin ich, dem zu widersprechen? Tooms Leiche fällt zu Boden. Sein Gesicht, das vor wenigen Momenten noch vor Zorn verzerrt war, erscheint jetzt ganz friedlich. Er hat die Situation auf seine Weise gelöst. Sie salutieren vor der Leiche des Corporals. Zumindest so viel Respekt steht ihm zu. Dann gehen sie, den Bunker verlassen. Tja, hau mal an. Bevor ich dort Depressionen krieg. Was will die jetzt? Naja. Du sollst... Zurück zur Normandy. Da sind wir fertig, ja. Jetzt haben wir fast 25 Minuten verschissen. Nur weil ich so dumm war und nicht gespeichert habe. Toll. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Commander. Es ist ausgesprochen traurig, dass sowohl der Doktor als auch Tooms ums Leben kamen. Aber ich weiß, dass Sie Ihr Möglichstes getan haben. Hoffentlich hilft Ihnen das auch, etwas Frieden zu finden, Commander. Danke. 5. Flotte Ende. Ja. Wir sind da fertig. Am Planeten haben wir noch Junkro. Das möchte ich jetzt auch schon noch fertig machen. Junkro ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gasgigant, in dessen oberen Atmosphärenschichten sich Spuren von Chlor und Natrium nachweisen lassen. So wie Uranus in unserem Sonnensystem ist er zur Seite geneigt, sodass sein Nordpol dem Stern Newton zugewandt ist. Auf diesem Gasgiganten scheint es größere Vorkommen von Wasserstoff zu geben. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ja. Ich entschuldige mich nochmal für diese Ausgabe. Für diese Draufgabe. Menschlichen Versagens. Und wir reisen gleich da in Eine diese... Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skylianischen Randsektor verstärkt zu Gate-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Gate-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Wissen wir denn, was Sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln, oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt Ihre oberste Priorität. Aber Sie haben bereits gegen die Gate gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Gate-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Ja, wir sind im Armstrong-Nebel. Wie du siehst, wir haben ja da ein bisschen was zu tun. Gagarin. Tereshkova. Hong und Vamshi in ein anderes System reisen.
Schauen wir mal. Pregel. Pregel ist eine riesige terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlor und Ethan. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen Aluminium. Hier hat noch niemand versucht zu landen. Erkunden turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Pregel haben sie einige Überwachungsbacken im Orbit des Planeten gefunden. Techniker Adams konnte einige hochauflösende Bilder dieser Backen, die offenbar seit langem nicht mehr gewartet wurden, abspeichern. Jede Backe war mit den Insignien der Baetica-Kolonie gezeichnet. Jetzt haben wir es benannt. Machi. Reisen. Oh. Machi, Mai, umkreist die riesigen Vamshi-Binärsterne. Vamshi A ist ein blauer Stern der Spektralklasse A4, der etwa so halb so heiß wie die Sonne ist. Vamshi ist ein alternder roter Riese der Klasse M5, der 220 mal größer als die Sonne ist. Machi, keine Ahnung, hat eine dünne Atmosphäre aus Methan und Kohlenstoffmonoxid. Der Temperaturunterschied zwischen der sonnenab- und der sonnenzugewandten Seite sorgt für konstante Stürme, durch die Silikat- und Natriumstaubwolken aufgewirbelt werden. Einige verrohte Bewohner des Terminus-Systems machen sich bisweilen einen grausamen Spaß darauf, auf Mai Paare von Sklaven, Geiseln und unbeliebten Crewmitgliedern aus Langeweile Tieren auf der Planetenoberfläche auszusetzen. Aha. Diese armen Gestalten müssen dann ihre Leidensgenossen umbringen, bevor sie vor der tödlichen Strahlung der Gigantensterne gerettet werden. Bitteschön, landen wir mal. Wir nehmen mit in Rex die Ash. Schön, dass man da immer aussuchen kann, weißt du? Das bin ich aber nicht so blöd, das machen wir noch. Aber dann ist Schluss für heute, weil dann dauert die Folge schon wieder 50 Minuten. Das schaut ja keiner an. Na komm. Karte bitte. Squad. Ah, sie braucht ja Punkte. Punkte. Verbesserte Gesundheit um 14 und die Kampfpanzerung. Erweiterter Schildboost. Sehr schön. Der Rexy Baxy. Da machen wir ein bisschen die Fitness voller. Und bei Shepard haben wir eh nichts mehr. Speichern. Auf die Karte bitte. Das tun wir uns alles gar nicht an. Was war denn da? Geht Außenposten. Das tun wir uns an. Da ist der Fuhren. Hoppala. Jetzt habe ich nicht gesagt, dass wir da über den Berg drüber müssen. Ja, warte mal. Ah, stimmt, da war ja was. Boah! Na, pudel die Katz, ha? Die nächste Stufe aufgestiegen. Es wird immer besser. Oh. So. Da oben haben wir noch zwei.
Danke. Ich glaube, da müssen wir drüber auf. Aha. Mal das schnell abkühlen lassen ein bisschen. So. Wo haben wir noch einen? Uah! Na. Und wenn wir uns da kurzweilig einmal entfernen. Noch 3 weitere geht Außenbossen zu vernichten. Das wird lustig. Das wird sehr lustig, Rex. Er gefällt mir. Ich glaube, da sind wir fertig. Die eine Sache, das eine Dings, da brauchen wir nicht unbedingt machen. Die Trümmer und die Anomalie, das ist eh im Prinzip immer das Gleiche. Okay, Verstanden. ja, da können wir sogar aussteigen ohne Probleme. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Nö. Gut, steigen wir ein und zurück zur Normandie. So da. Also als kleine Entschädigung für die ersten 25 Minuten dieser Episode. Was sagt uns tut da? Karte. Achso, das ist das sind die Übergänge, Übergangspunkt, okay. Gut zu wissen, passt. Wir schauen uns einmal da. Boah, 4 Punkte. Für Shepard, Soldat und dich. Und als nächstes sollten wir anfangen Sturmgewehr. Weil da bei den in puncto Waffen sind wir wirklich benannt wie die Lümmel. Machen wir da weiter. Boah, wir sind nicht einmal weit weg vom nächsten Level up. Oh, das wird cool. Freut mich. So,
Was haben wir denn in puncto Ausrüstung? Ah, für einen Turianer haben wir auch irgendwas dabei, gell? Wenn ich mich schon recht entsinne. Becker gar nichts. Machen wir draus Universalgel, ist mir jetzt wurscht. Avenger Sturmgewehr. Aber das probieren wir, das Sturmgewehr. Schrotflinte. Die probieren wir aus. Edge 2 ist ja die gleiche. Die können wir in Universalgel verwandeln. Da gibt es Upgrades. Sprengstoff. Machen wir. Upgrades. Ah, das ist das. Okay, passt. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Mass Effect und werden uns dieser Geht-Außenposten weiter widmen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba.